Guten Tag, ihr Leid. So, weiter geht's mit The Legend of Zelda. Echoes of Wisdom. Ach, das ist der Händler da hinten, gell? So, und wir kümmern uns jetzt mal um diesen heulenden Wichtel da. Das ist kein Wichtel, das ist ein Goron-Kind. Weil dem sein Papa ist da im Riss verschwunden. Guck mal, warte mal. Ich kann ihn übrigens hier... Ich kann mich etwas erhellen, dass er meine schöne Visage auch richtig sieht. So. Ich kann die Anwesenheit meiner Gefährten spüren. Sie sind hier in verschiedenen Orten eingeschlossen. Ja, das ist klar. Wie viel sind's? 4. Das ist nicht weiter schwer. Wenn wir sie alle befreien, können wir diesen Riss schließen. Also das allererste, was ich sehe, hat der eine Leiter im Kopf. Hä? Da schmeißt wer Bomben. Ich geh mal gucken, wer der Übeltäter hier ist. Der da oben. Komm, ich mach den da dazu. Den da oben muss der hin. Und jetzt hau drauf. Nochmal. Reicht nicht. So, sehr gut. Also da, kann ich den da angucken? Nee. Hopp. Da könnte ich wohl klettern. Da muss ich wohl klettern. Ja, nee, da mache ich mir eine Spinne. Eine Wandtuller. Zack. Und die klettert auch ausnahmsweise gerade nach oben. Sehr schön, so mag ich das. Ich tu mal dieses Armband da anziehen, was ich mir ja letztens gekauft habe. Das ist es nicht. Wo ist denn das? Bei Kleider, gell? Muss ich das ausziehen und dann weniger taumeln. Steinerner Fußring, schwerer Fußring. Du wirst bei Angriffen weniger weit zurückgeworfen. Okay, nee, schneller klettern will ich halt. Oh, das geht schon recht flott. Will ich da überhaupt hin? Ja, komm. Warum denn auch nicht? Also, hier. Bett. Na, das war nix. Bett. Not bad, oder? Ah ja, okay. Trampolin. Das war nix. Noch eins. So. Dann da noch ein paar Betten hin. Bitteschön. Und so gute... Alter, ich hab die Bombe gefangen, hast du gesehen? Der ist mal fein abgestürzt hier. Okay, der ist hin. Da oben ist einer. Okay, jetzt brauche ich wieder meinen Wasserblock. So. Na also, siehst du, da haben wir einen Hammer schon mal. Zack. So. Mal gucken. Ja, Mikrofon ist noch an. Ich habe keinen Bock, wieder nachzusynchronisieren wie in der letzten Folge. Das war jetzt nicht weiter. Kann ich da einfach runterhüpfen? Ich kann. Cool. Gleich mal einen zweiten gefunden. Yeah. Dann haben wir uns ja das darübergehen gespart. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ich muss mal auf die Karte gucken. Eigentlich hätten wir da aber auch nach rechts gehen können. Guck mal, gehen wir da hoch, weißt du? Und dann da nach rechts. Schön, dass da sogar ein Zielkreis angezeichnet ist. Was ist das hier? Schnecke zu Schnecke. Naja, okay. Funktioniert nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Das hat gar nicht gut funktioniert. Okay, also das ist definitiv... Kann man so einfach löschen? Au. Wieso werde ich von meinem eigenen Zeugs angedingst? Das ist nicht gut. Hier bin ich reingekommen, gell? Was ist denn das da eigentlich? Guck mal, da kann man reingehen. Mir vorhin schon aufgefallen. Oder komme ich da wieder raus? Ich glaube, da... Nee, da komme ich nicht raus. Gucke. Was geht denn hier? Muss ich da jetzt mit einem Bumsfisch? Warte mal, der kann doch auch, oder? Au. Okay, das funktioniert so recht gut. So, kommt mal her, ihr zwei. Da unten sind noch ein paar Gegner, da dürft ihr jetzt nicht mir geben. Nicht mir, aua, der macht mir doch weh. Junge, nicht gut. Oh, ein blauer Diamant.
Junge, jetzt habe ich mich selbst so auf in die Luft gesprengt. So, jedenfalls, ich habe einen dritten gefunden, alles klar. So, achso, da ist noch einer. Ich habe schon wieder keine Herzen. Ja, es ist mir jetzt aber gerade egal, weißt du. So, wieder hoch. Ich habe einen gefunden, gut ist. Zap, zarab. So, das geht ja recht flott hier. Und dann würde ich mal sagen... Ne, da rechts ist nichts mehr. Ja, warte. Wir müssen uns erstmal ein bisschen hochheilen. Mit meinem geliebten Bett. Zack. Es kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Nee, so lange dauert es nicht. Wo ist denn dann der letzte? Oh, das reicht. Die Karte gucken. Also da unten dürfte ja eigentlich nichts mehr sein. Da oben war ich doch überall. Da ganz oben war ich und bin dann quasi da runter gehüpft, glaube ich. Da unten vielleicht? Oder da weiter nach links? Ah ja, guck mal. Ah, hat er gedacht, hä? So, pass auf. Wir nehmen den da. So, der hat mal schnell Kleinholz aus dem gemacht. So, alles klar. So, ich habe alle 4. Sehr gut. Jetzt wird man, glaube ich, wieder rausgebeamt, gell? Ja, das ging flott. Ich hätte jetzt gedacht, dass das da länger dauert, aber nö, das ging schon recht einfach. Das ist in Ordnung. Sowas ist okay. Jetzt kommen sie wieder bei und tanzen eine Runde. Blum, 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 blum. Dann müsste jetzt der Weg... Also damit haben wir jetzt... Goronia, glaube ich. Also die Stadt ist wieder entrissen. Aha. Und damit dürften wir jetzt wieder einkaufen gehen können, oder wie, oder was? Also so ein bisschen mehr wie nur der eine Laden. Ja, Kräfte. Also jetzt gibt es wieder ein bisschen. Ja, super. Das hat immer für die Hälfte gereicht. Okay. Wie viel gibt's? 2 Kristalle. Wie viel habe ich denn jetzt? 2. Wahnsinn. Alles klar. Hier, der macht wieder einen Headcrab. Blub. Und weg damit. Sehr gut. Wo sind wir denn? Also wie geht's jetzt weiter? Die Leute kommen jetzt alle raus. Ja, das ist schon mal gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hallöchen, Popöchen. Da bin ich wieder. So. Es sind alle zurück. Der Riss ist komplett verschwunden. Es gibt nur 2, 4, 6, 7 und einen kleinen. Hurra, yippie. Hurra, yippie. Super. Ja, aber was ist eigentlich passiert? Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich mir diesen Riss näher ansehen wollte und dann Darsten. Ich bin so froh, dass du auch zurück bist. Ach, das ist jetzt der neue Häuptling. Sieht so aus. Was hat er unterm Arm? Eine Steintafel? Hat er irgendwie die 11 Gebote? Ne, die waren auf 2 Steintafeln. Es waren auch nur 10. Ja, das 11. Gebot war, ich glaube, du sollst Spaß am Sex haben oder so. Der Riss ist weg und alle sind wohlbehalten zurück. Aber wie ist das passiert? Diese Hylianerin hier hat... Wieso ist das eine Hylianerin, wenn sie doch aus... ist egal. Ui, wirklich wahr. Ja, ich habe alle gerettet. Der Bauchnabel so schön wackelt. Danke, dass du uns gerettet hast. Bitte. Ich würde ja zu gern wissen, wie du heißt. Oha. Prinzessin Zelda aus dem Königreich Hyrule? Also, freut mich sehr, dich kennenzulernen. Junge, hat der Augenbrauen, sehe ich eben erst. Ich, wurde vor kurzem zum Häuptling der Goronen ernannt und heiße Darsten. Und, wer ist dieses Schwebewesen? Schwebewesen ist schön. Ich bin Tri. Ja, freut mich, dich kennenzulernen. Moment mal. Wo ist Papa? Ich dachte, Darsten wäre sein Papa. Guck mal, der hat ein halbes Hemd an, sehe ich eben erst. Das ist hinten am Buckel, ist es frei. Sind das Steine oder ist das Rückenhaare? Also der Papa ist nicht zurückgekommen, das ist natürlich schlecht. Huch. Wenn ich mich so umsehe, fehlen Opa Goldo und Opa Silbri doch auch. Goldo und Goldo, kann ich nicht aussprechen, egal. Was? Guck dich doch mal um. Da fällt mir ein, dass Opa Goldo sich beim Steinbruch Felsenfilet besorgen wollte. Und Opa Silbri wollte den Exalfos-Bau unter die Lupe nehmen, weil ihm irgendetwas komisch vorkam. Häuptling, was sollen wir tun? Es sind nicht alle zurück. Ja, suchen vielleicht? Also, lass mich mal überlegen. Das geile Shirt, hey. Ja, der hat da eine Hose an, guck mal. Blind drauf loszusuchen bringt gar nichts, aber alles sind so besorgt. Vielleicht kann mir da die Steintafel weiterhelfen? Ja, was ist das für eine Steintafel? Häuptling, alles in Ordnung?
Ah, genau. Hört mal. Ich werde unsere verschollenen Freunde finden. Wartet alle hier. Koronenweisheit Nummer 32. Nicht einfach nur rumstehen, was tun. Weg ist er. Was hat er denn da von Weisheiten geschwafelt? Glaubt ihr, er weiß, was er tut? Dieser Darsten wirkt ganz anders als die Oberhäupter bei den Gerudo oder den Zoras, findest du nicht auch? Wo er wohl hin ist? Ja, der ist noch ein bisschen, also neu. Er ist noch ein bisschen unsicher, so irgendwie. Wir labern mal. Armes Kieselchen. Das wird wieder. Ich mache mir Sorgen um Darsten, aber erstmal muss das Kind getröstet werden. Ja, wegen Darsten übrigens. Nun ja, er hat schon als Kind viel gebüffelt und sich in der Praxis dann eher ungeschickt angestellt. Das Problem hat er immer noch. Deshalb kann ich auch nicht behaupten, dass er ein guter Anführer ist. Andererseits bin ich sicher, dass das mit der Zeit noch kommen wird. Er hat ein ganz großes Herz für andere und das wird ihm dabei helfen, zum allseits angesehenen Häuptling zu werden. Okay. Was sagst du? Ich hätte ja nicht gedacht, dass sich der Riss so einfach wieder schließen lässt. Vielen Dank. Es macht mir aber was anderes Sorgen. Wohin ist Darsten plötzlich abgehauen? Weiß ich nicht. Warte mal, ich guck mal, was das da rechts ist. Da war mal vorhin gar nicht. Guck mal, da sind jetzt überall wieder Leute. Okay, gucken wir uns erstmal um. Ah, was hat der? Geil. Neue Felsenkartoffeln. Ein Erdapfel mit steinharter Schale. Ah, man kann dann schneller klettern. Und das da, Salz? Ja. Aha, mit Salz kannst du ein Jäger auffüllen. Gut zu wissen, gut zu wissen. Was ist das da? Kann man das da auch kaufen? Nee. Das ist einfach Herzen und das ist ein Jägerzeug. Alles klar, soweit. Nee, ich brauche nichts von euch, danke. Aber ihr habt mir schon mal geholfen, dass ich jetzt weiß, dass man mit Salz Energia auffüllt. Dann gucken wir uns natürlich hier noch ein bisschen um. Ich hoffe jetzt, dass das alles Häuser sind. Ja, sind es. Ist das der Kleine? Der Riss hat offenbar meinen Bruder verschluckt, aber jetzt ist er zurück und es geht ihm gut. Bin ich froh. Ja, ich auch. Naja, bisschen heiß Wasser. Heilt das? Ja, es heilt. Sonst gibt's hier nichts? Nee, nicht wirklich. Moment. Was war denn das da in dem Eimer da? Da unten links da, guck. Nee, nix. War das ein Felsenfilet? Was hast du zu sagen? Durch diese Tür gelangt man zum Raum des Häuptlings. Da herrscht allerdings gerade ziemliche Unordnung. Darsten muss so viel um die Ohren haben, dass er gar keine Zeit mehr zum Aufräumen hat. Und sich Sorgen um ihn machen muss. Bevor ich jetzt in den Raum des Häuptlings gehe, gucken wir uns natürlich erstmal noch hier um. Aha. Das ist der Frisurenmann. Ich bin der Feuerwerker Basalta. Ah, da war doch irgendwas mit Feuerwerk. Was ist denn los mit der Welt? Jetzt hat sich sogar auf dem Vulkan Eldin ein Riss aufgetan. Ein paar von uns sind verschwunden. Wahrlich nicht die Zeit für ein Feuerwerk und Freudentänze. Okay, alles klar. Warte mal. Hab ich extra gemacht. Tschüss. So, jetzt gehen wir mal reingucken. Ich hoffe, dass wir rein dürfen. Ich habe jetzt gedacht, er sagt, hey, nicht reingehen, wenn der Chef... Uiuiui. Hier sieht es aber wirklich übel aus. Das sind Bücher. Und irgendwas neben. Steintafeln. Was ist denn das da? Ein Kartoffelbild? Okay, das ist nicht so interessant hier. Dann müssen wir wohl rausgehen und ihm ein bisschen helfen bei der Suche. Krieg ich den Deckel da ab? Bin ich da nicht vorhin reingegangen? Ich glaube schon, oder? So. Da waren wir ja drin, gell? So, dann gehen wir halt mal raus, gucken, wo der hin ist. Also wir müssen die zwei Opas finden und jetzt auch noch den Darsten, der irgendwie die zwei Opas auch finden will. Da ist er doch. Ich bin losgerannt, um irgendwas zu tun, aber man sollte nichts übereilen. Ich muss unbedingt alle Verschollenen finden. Vielleicht hat die Steintafel noch einen Tipp? So. Ah, Zelda, Ri. Darsten, was hast du denn da eigentlich für eine Steintafel? Das hier, das sind die 56 Geronenweisheiten. 56 wertvolle Ratschläge, die mir mein Vater hinterlassen hat. Auf die verlasse ich mich immer. 56? Das aber wenig, oder? Auf dieser Tafel stehen sehr nützliche Verhaltensregeln für Geronenhäuptlinge. Wenn ich die nicht hätte, könnte ich nachts nicht schlafen. Willst du noch etwas über die Tafel mit den 56 Weisheiten hören? Erzähl mir was über deinen Vater. Ja, mein Vater war vor mir Geronenhäuptling. Er ist jetzt weit weg. Sehr weit weg. Ist er in Brasilien? Okay. Ja, nö, alles klar dann. Aber obwohl mir die Tafel jederzeit mit Rat und noch mehr Rat zur Seite steht, bin ich mir bei vielen Dingen unsicher. Das darf eigentlich nicht sein, wo ich doch jetzt Häuptling bin und meinen Leuten ein gutes Vorbild sein muss. Darsten? Wir reisen herum, um Risse zu schließen. Deshalb möchten wir gern an eine Stelle mit einem großen Riss. Kannst du uns da irgendwie weiterhelfen? Der größte Riss ist am Krater, aber wegen der vulkanischen Gase kommt man gar nicht in die Nähe.
Mir ist allerdings das Gerücht zu Ohren gekommen, dass es einen Schlupfweg gibt, der zum Krater führt. Schlupfweg, aha, das klingt vielversprechend. Genaueres weiß ich auch nicht, aber 2 Bewohner unserer Stadt könnten vielleicht gute Hinweise geben. Opa Goldo und Opa Silbri. Ist klar. Das Problem ist nur, dass die beiden verschwunden sind. Also was sollen wir nur tun? Ja, nix. Okay, Spiel zu Ende, wir kommen hier nicht weiter. Ach so, sagt mal, könntet ihr mir vielleicht bei der Suche nach den Vermissten helfen? Allein komme ich irgendwie überhaupt nicht voran. Mit eurer Unterstützung würde ich mich gleich viel besser fühlen. Opa Goldo war zuletzt zum Felsenfilet Steinbruch im Nordwesten aufgebrochen und Opa Silbri in Richtung Exalfos-Bau im Norden. Was für ein Bau? Der Exalfos-Bau liegt am Lavasee im Norden. Es handelt sich um eine Höhle, in der am Vulkan heimische Monster hausen, sogenannter Exalfos. Opa Goldo war zuletzt zum Felsenfilet, komm, Steinbruch. Das ist halt einfach ein Steinbruch. Nordwestlich, wenn man den Berg hinaufsteigt, stößt man auf eine Höhle. Dort kann man unser Lieblingsessen abbauen, nämlich Felsenfilet. Opa Goldo war zuletzt, komm, das weiß ich doch, alles klar. Brechen wir auf. Gehst du mit oder was? Wo gehen wir hin? Fragt sich nur, wohin wir zuerst gehen sollen. Ob Goron-Weisheit Nummer 8 weiterhilft? Nein, Nummer 52 auch nicht. Lassen macht sich wohl schon wieder Sorgen. Sollen wir vorangehen? Ja. Wir gehen auf jeden Fall erstmal nach links. Ach, guck mal, das ist schon da oben. Ja dann. Komm her. Wir nehmen uns eine Spinne. So. Dann hängen wir uns da dran. Okay. Die Spinne hat wohl keinen Bock. Ja, dann halt nicht. Hallo. Zu dir komme ich gleich. So. Und wie sieht es hier aus? Kann ich hier eine Spinne hinbauen? Die Spinne ist verwirrt. Das verwirrt mich jetzt. Dann gehen wir halt hier hoch. So. Wir wirbeln durchs Getreide, wir wirbeln durch die Saat. Hurra, wir verblöden, für uns bezahlt keiner. Oh, Moment. Aber da kommst du hoch, oder? Ja, siehst du. Ja, das nehmen wir natürlich mit, wenn das schon blöde darum liegt. Herzteil. So, alles klar. Da würde ich jetzt gerne runter. Wie kriegt man die Dinger da eigentlich platt? Ich habe doch so Wasseräumel da. Oh, cool, guck mal. Ich würde einfach einen Frosch beschwören und der sinkt und dann regnet's, oder? Okay, das ist schon mal gut. Und jetzt, ach, ich hause einfach platt hier. So, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Zack. Oh, jetzt ins Wasser gesprungen. Ich finde das schon mal überhaupt cool, dass das geht. So, da muss ich hin, weil das da will ich mir nämlich... So. Alles klar. Es scheint, wir sind jetzt bei dem rechts. Dann gehen wir da mal einfach weiter. Da ist eine Höhle. Ich weiß ehrlich gesagt... Ah, da hinten ist noch ein Herzteil gewesen. Was ist denn hier los? Ah, das ist der Exalfos-Bau. Okay, da wollten wir eh hin. Da ist er. Ich habe euch eingeholt. So, was ist denn hier los? Keine Sorge, wir werden euch helfen. Was ist mit denen? Das ist Silbri. Bist du das, Darsten? Die Stimme kenne ich, das bist doch du, Opa Silbri. Was machst du denn hier? Naja, ich hatte gehört, dass hier ungewöhnliche Exalfos unterwegs sind und wollte der Sache mit dem Jungspund hier auf den Grund gehen. Wir sind auf schwarze Exalfos getroffen, die so stark waren, dass wir sie nicht besiegen konnten. Also haben wir uns zurückgezogen. Wir haben uns hier zusammengerollt, damit sie sich die Zähne an uns ausbeißen, falls sie angreifen. Anstatt euch hier einzuigeln, hättet ihr euch lieber ganz aus der Höhle zurückziehen sollen. Von schwarzen Exalfos habe ich ja noch nie gehört. Ist das eine ganz neue Art? Wo kommen die denn plötzlich her? Warum? Also, es würde sicher alle beruhigen, wenn wir sämtliche Exalfos besiegen könnten, aber leichter gesagt als getan. Welche Weisheiten könnten in diesem Fall wohl die passende sein? Larsen macht sich schon wieder Sorgen. Ungewöhnliche schwarze Kreaturen. Da hätte ich eine Theorie. Du sicher auch, oder? Haben die im Schlamm gespielt? Und das Licht ausgemacht? Ja, nee, das sind Tiere aus dem Riss, ist mir schon klar. Was ist mit dir? Mit so vielen Exalfos können wir es unmöglich aufnehmen. So langsam habe ich Zweifel daran, dass es eine gute Idee war, Opa Silbri hierher zu folgen. Ich hatte noch nie zuvor solche Exalfos wie da drin gesehen. Seid vorsichtig. Ich kann gar nichts unternehmen, weil ich mich nicht bewegen kann. Wir zählen auf dich. Okay, jetzt pass auf. Wir nehmen hier meinen Superritter. Der ist schon ziemlich gut. Zack. Und auf geht's. Das war doch ganz einfach. Zack, was gibt's hier? Kartoffel? Kartoschka? Oh, lecker Kartoschka.
Immer davor. Die sind aber nicht schwarz, die sind grün. Ja, komm, hau zu. Ein Schlag und der ist platt. So muss das sein. Gibt's hier noch irgendwas? Weil hier so Dinger da stehen, weißt du? Muss mal ein bisschen rumschieben. Irgendwie nicht, oder? Nee. Okay, ja geil. Gehen wir einfach weiter. Oha. Das wird jetzt ein bisschen heikel. Okay, den haben wir schon mal. Und den da würde ich gerne mir merken. Ah, das ist der Level 2. Habe ich den 1? Ach, der 1er ist der grüne, den haben wir schon. So, ein listiges Echsenmonster. Feuer kann ihm wenig anhaben. Überbrückt mit großen Sprüngen die Distanz zum Feind. So, jetzt gucken wir, wie es hier weitergeht. Zack, ein Schlag und die sind weg. Mann, ist das ein super Kerl, hey. Zelda! Wie, komm da mit? Der ist aber mutig. Ich meine, die anderen die haben so viel Angst, dass sie nicht mehr rühren können. So, hab ich euch eingeholt. Aber, wie hast du sie besiegt? Du bist wirklich unglaublich. Allerdings kann ich spüren, dass weiter drin noch irgendetwas anderes lauert. Was auch immer ich da wahrnehme, es ist ganz sicher äußerst gefährlich. Aber ich kann mir ja nicht ständig von dir helfen lassen, Zelda. Ich muss jetzt meinen Häuptling stehen. Goron-Weisheit Nummer 26, wenn der Häuptling jetzt nicht anpackt, wer sonst? Ja, Nummer 27, wenn du es dir nicht alleine zutraust, hoppala. Ja, sorry, was das jetzt nicht wert. Wenn du es dir nicht alleine zutraust, dann lass dir doch helfen. Was ist schneller? Das Feuer weg oder das Bett? So, alles klar. Wen nehmen wir denn da? Komm. Ne, das sind Feuer. Die Pflanze ist nicht gut. Wir lassen es einfach regnen. Der Frosch war schon ziemlich cool, oder? Das geht, glaube ich, drinnen gar nicht, oder? Nee, es geht leider drinnen nicht. Naja, dann machen wir halt den da wieder. Daneben. Ja, komm, lass gut sein. Hopp. Auf geht's. Hier, hast einen Gegner. Aua, nicht mich hauen. An die Birne gehauen, so. Alles klar, reicht mir. Andere ist mir egal. Sieh mal, Zelda. Oh, das sind aber viele. Das müssen die schwarzen Exalfos sein, die Opa Silbri erwähnt hat. Wir haben uns noch nicht bemerkt, vielleicht können wir sie überarschen. Ja, es heißt überraschen. Ich wollte ein bisschen witzig sein. Ihnen einfach gegenüberzutreten scheint mir sehr gefährlich. Vielleicht hat die Steintafel einen Ratschlag hierfür. Ja, das macht doch die blöde Steintafel weg. Goron-Weisheit Nummer 8. Nicht den Kopf hängen lassen, sieh nach oben. Hä? Oben? Oben? Was ist denn oben? Ich kann nicht nach oben gucken. Wir sind hier in einem 2D-Videospiel. Na klar, oben sind brüchige Felsen. Das bringt mich auf eine gute Idee. Wenn man die Form der Höhle bedenkt und mein Gewicht und meine Sprungkraft, ja, das müsste doch klappen. Also los, hüpft da jetzt einfach. Bom. Okay, jetzt sind es nur noch 2, 3 oder so. Ja, das hat eigentlich recht gut geklappt. Na bitte, so hatte ich mir das vorgestellt. Das hat einige von ihnen unschädlich gemacht, aber leider nicht alle. Es sind keine Felsen mehr in der Decke. Was sollen wir jetzt bloß tun? Ja, komm. Ist ja gut. Hier. Auf geht's. Das ist doch aber einfach. Komm mal her. Aua. Nicht witzig, Junge. Nicht gar nicht witzig, was du hier mit mir machst. Ah, nicht gut. Das tut voll weh. Achso, meine macht das hier nichts aus. Ja, das ist ja cool. Hauen mal platt. Yeah. Jawohl. Ist keiner mehr übrig. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Das ist wirklich unglaublich. Gehen wir zu Opa Silbri, um ihm von unserem Triumph zu berichten. Gute Idee. Ja, der hat doch aber jetzt ein Herz fallen lassen. Das hätte ich mir gerne noch mitgenommen. Der eine geile Frisur. Guck mal. Ist wirklich eine ganz starke Leistung, dass ihr so viele Exalfos besiegt habt. Eigentlich wollte ich ja der sein, der sie alle besiegt. Naja. Immerhin bedeutet das jetzt wohl, dass wir alle nach Hause zurückkehren können. Opa Silbri, ich habe übrigens eine dringende Frage. Wo genau findet man den Schlupfweg, der zum Krater führt? Wie? Der Schlupfweg? Ja, wo war der eigentlich? Ich erinnere mich an gar nichts. Aha. Ich war felsenfest davon überzeugt, du wüsstest es. Naja, kann man nichts machen, ne? Kopf stehen, lache. Aber ich bin schon etwas beeindruckt, wie du uns zur Hilfe geeilt bist, Darsten.
Ich hatte ehrlich gesagt Bedenken, dass du vielleicht nicht so zuverlässig bist wie der alte Häuptling. Völlig zu Unrecht. In Sachen Schlupfweg fällt mir gerade ein, Goldo könnte da vielleicht weiterhelfen. So, dann verziehen wir uns mal. Bis später. Blub, weg sind sie. So, jetzt müssen wir also Goldo suchen. Weg sind sie. Ich hätte Stein und Bein geschworen, dass wir was Nützliches erfahren. Mein Vater hätte sicher irgendwas erreicht. Ach ja. Dein Vater? Naja. Mein Vater war stark und zuverlässig. Alle hatten großen Respekt vor ihm. Aber Darsten, diese Monster konnten wir nur dank deiner Hilfe besiegen. Das ist dir doch bewusst, oder? Na, wenn ich die Steintafel meines Vaters nicht dabei gehabt hätte, wäre das alles nicht so gut gelaufen. Ich bin jemand, der sich alles ganz genau überlegt. Aber anders als mein Vater kann ich die Leute nicht so gut für mich gewinnen. Eigentlich hatte ich ja versprochen, dass er sich voll auf mich verlassen kann. Aber momentan könnte ich ihn nicht in die Augen sehen. Tut mir leid, dass ich euch hier ein Ohr abkaue. Brechen wir zum Felsenfilet-Steinbruch auf. Vielleicht ist Opa Goldo ja dort. Was hätte Papa in dieser Situation getan? Welche Weisheit auf der Tafel ist wohl gerade die zutreffendste? Jetzt überlegt er schon wieder. Ja, lass mal gut sein, Junge. Geh mal weg da. Nee, ich will da eigentlich nicht mehr reingehen, oder? Ja, nee, da waren wir jetzt da drin. Vielleicht gibt es da noch irgendwie was zu finden. Aber habe ich gerade keinen Bock. Ah, aber da hinten habe ich Bock drauf. Erstmal muss man um den da uns kümmern. So, zack. Ist er jetzt tot? Au. Aua. Ich bin schon wieder fast tot. So, und dann überlege ich mir was. Ich will ja schon darüber irgendwie. So. Also über den Lavasee da irgendwie. Kann man da vielleicht... So, pass mal auf. Kann ich da vielleicht so Wasserdinger und die werden dann... Nee. Funktioniert nicht. Rüberfliegen? Ah, Steine vielleicht. Ne? Aha. Oh. Ach so, wir könnten auch einfach die Wolken nehmen, ne? Stimmt, komm her, wir nehmen die habe ich schon lange nicht mehr genommen. Ich will jetzt dieses Herzteil da haben. Oh, das ist ein Schneeball. Der könnte auch nützlich sein, egal. So. Problem ist halt immer noch... Ah! Wieso ist da keine Wolke erschienen? Ernsthaft, warum ist da gerade keine... Warum ist da eben keine Wolke erschienen? Das war irgendwas... Ja, ist ja gut. Ah, das ist viel zu weit weg. Ja, ich glaube, von der anderen Seite komme ich da besser dran. Lassen wir das mal sein hier. Alles klar, wir müssen ja eh... Nee, eigentlich nicht. Egal. Ich guck mal, was auf dem Schild da steht. Ach, mach Sachen. Lavasee voraus. Ja, du bist mir ja einer. Was ist da unten für ein Knecht? Da drüben. Muss ich doch jetzt einfach nur so hin, oder? Haha! So. Herzteil. Könntet ihr vielleicht... Es wird mir irgendwie zu dumm hier mit euch. Echt jetzt, also... Hey, hallo? Jetzt. Hey, okay, komm, das wird nix, ey. Das wird nix. Ich muss die irgendwie wegmachen. Ich bin mal weg da. Wie mache ich denn das? So. Alter. Echt jetzt. So. Jetzt ist deutlich besser. Sorry, aber das war dumm. Warte. Wir machen das einfach so. Ich muss ja jetzt nicht mit aller Gewalt mich nochmal da rausdingseln. Das geht schon so. Also. So. Wo sind wir denn überhaupt? Komme ich da einen Berg hoch? Ich könnte auch außen rum gehen, oder? Stark von außen. Nee, der Riss ist zu hoch. Okay, dann lassen wir das mit außen rumgehen. Ich nehme hier eine Spinne. Diese da im besten Falle. Die sich gleich die Füße verbrennt. Halt, bleib stehen. Okay, dann nehme ich diese Spinne. Dann nehme ich nochmal diese Spinne. Und jetzt hänge ich mich aber wirklich dran. So. Nein, nach oben. Nach oben, bitte. Oben. Da, wo die andere ist. Stell dich doch nicht so blöde dran. Echt jetzt. Guck mal, da oben ist sie. Kann ja wohl nicht so schwer sein, einfach da hinterher zu gehen. Es ist so schwer, gute Leute zu finden. Das Wahnsinn.
Hab ich schon mal eleganter gesehen, aber immerhin. Passt ja. So. Ich weiß nicht, sollen wir uns hier ein bisschen umgucken? Ist hier wahrscheinlich einfach hoch, oder? Alter, bist du dumm? Was war denn das? Wieso hatten die jetzt da gerade so eine Kurve gemacht? Das war so unnötig gerade. Geh doch einfach gerade hoch. Genau. Ist doch gar nicht so schwer. Mann, die stellt sich hier dran wie die erste Spinne oder was? Ja komm, lass gut sein. Lass gut sein, Junge. Ich mach das einfach so. Ich glaube, hier bin ich nicht richtig. Ich muss da weiter nach links. Ich muss da noch weiter nach links. Da kann man doch unten rumgehen, oder nicht? Natürlich kann ich gucken. Okay, der Gegner da, der macht mir jetzt... Okay. Ey. Alter! Ist auch wahr! Echt jetzt? Ja, was ist denn das für eine Kacke hier? Zack. So, geschafft. Yes, nee. Das war ja was. Jetzt hat er aber. So, und das ist der Steinbruch. Ist das richtig, ja? Moment. So. Ja, das ist der Felsenfilet-Steinbruch. So, jetzt geht man jetzt noch ein bisschen hier chillen. Das Geld da hole ich mir auch. Noch ein bisschen chillen. So. Genug gechillt. So. Da sind sie schon wieder zusammengerollt, die Lulis. Ich kann nicht mehr. So warm oder was? Tut mir leid, Zelda. Ich war schon wieder so gedankenverloren. Was ist denn hier los? Keine Sorge, wir werden euch helfen. Ja, was ist denn los? Ui, oh, bist du das, Darsten? Ah, Opa Goldo. Ah, du bist also tatsächlich hier. Ich wollte mir gerade tief drin im Steinbruch ein Felsenfilet genehmigen, als plötzlich ein Riss auftauchte. Wir rannten so schnell wir konnten, um zu entkommen. Jetzt bin ich so müde, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Und ich habe einen riesen Hunger. Das mit dem Felsenfilet hat auch nicht geklappt. Ein Riss tief im Steinbruch drin? Dann ist es hier nicht sicher. Wenn sich der Riss ausbreitet, ob sie dann in diesem Zustand entkommen könnten? Steinbruch, Riss, Felsenfilet. Es ist wohl zu gefährlich, aber... Also, das Wichtigste wäre wohl erstmal, allen hier Felsenfilet zu besorgen, damit sie sich stärken können. Mal sehen. Wo geht's denn tiefer hinein? Ja, daneben. Es gibt nur einen Weg. Ja, hier lang. Okay. Und Dri sagt mir jetzt, ja, genau dasselbe. Nee, sagt er nicht. Oder doch? Ja. Mal gucken. So, das sieht doch gut aus. Moment, man kann die als Plattform benutzen? Das ist aber gut zu wissen. Ah ja, guck. Ah, Zelda. Das hier ist ein Felsenfilet und gehört zu den Lieblingsspeisen der Goron. Es gibt uns so viel Energie, dass wir danach große Felsen versetzen können. Das ist genau, was Opa Goldo und die anderen jetzt brauchen. Wir müssen ihnen etwas davon bringen. Goron-Weisheit Nummer 1, auf leeren Magen geht gar nichts. Wir müssen die allerfrischesten Felsenfilets aussuchen, damit alle wieder auf die Beine kommen. Gar keine leichte Entscheidung. Die sehen schon alle ziemlich gleich aus, ne? Zelda, könntest du beim Felsenfilet-Transport behilflich sein? Klar kann ich. Sag her mit. Also, Moment. Kopf. Kopf. Kiste. Kiste. Ich eine Kartoffel. Wenn ich die jetzt ins Feuer schmeiße, krieg ich dann eine Bratkartoffel. Kommen die hier hoch? Nee, ne? Kann ich auf den Strauch hüpfen und dann macht ihr... ich will eigentlich gar nicht weg. Aber okay. Komm mal her. So, runter mit dir. Kann ich einfach fallen lassen. So, erst mal einscannen. Reicht das schon? Aber das wird wahrscheinlich so sein, es war, glaube ich, die erste Folge oder so, wo wir den Fisch eingescannt haben. Den Bratfisch, glaube ich, oder was das war. Und der Junge wollte nur das Original haben. Leibspeise der Goron. Lilianer beißen sich schon die... Probieren wir es einfach aus, oder? Ja, komm, wir nehmen den mal mit. Das Problem ist, dass wir... Doch, wir können hüpfen. Ja, dann. Ja, dann. Da lache ich doch drüber. Gucke. Da sind sie schon ins Feuer gefallen. Hau ab. Siehst du, haben wir es schon geschafft. Uppala. Schon aufpassen hier. So. Na, was sagt er?
Ah, sagen sie. Ah. Dieser Geruch, das ist doch unverkennbar. Felsenfilet. Vielen Dank. Wie, muss ich 3 herbringen oder was? Ah, das war lecker. Vielen Dank. Könntest du auch noch was für die anderen herbringen? Ich probiere mal einfach. Das reicht. Ja, guck, es reicht scheinbar, oder? Ah. Das riecht ganz eindeutig nach Felsenfilet. So, Goldo. Moment, der Geruch stimmt, aber ich erkenne eine Fälschung. Ich brauche ein echtes. Dachte ich's mir doch. Ja, es ist kein großes Problem hier. Pass auf. Ich guck mal, ob man... Das ist ein Feuer-Octorok, das ist ein normaler. Haben wir irgendwas an Wassergegner hier? So was Cooles? Das Wasser spautzt? Boah, die da sind geil. So. Das ist schon mal praktisch. Die anderen da, die sind mir eigentlich egal. Die sind jetzt eh alle da runtergeplumpst, haben sie Pech gehabt. So. Muss ich natürlich erst wieder da hochgehen. Na? Kommst du mit? Das wäre natürlich deutlich einfacher, wenn ich einfach da runtergehen könnte. Aber dann muss ich auf den Dingern und ich bin mir nicht sicher, ob die dann da hinlaufen, wo ich will, dass sie hinlaufen. Gut, aber knapp. So, das nächste bitte. Zack. So, jetzt aber. Ach, guck mal, der bringt auch eins. Schön. 1, 2. 1, 2. Ah, hat auch eins gebracht. Geronweisheit Nummer 2. Erst rackern, dann Fragen stellen. Oh, du hast wohl auch schon welche gebracht, Zelda. Ja, was schnuppere ich da? Felsenfilet, das ist Felsenfilet. Vielen Dank. Ja, bitteschön. So. Ich hoffe jetzt, dass der andere das zweite gleich dazugelegt hat. Jawohl. Das war lecker. Jetzt fühle ich mich rundum gestärkt. Vielen Dank. So. Schön, dass es dir besser geht, Opa Goldo. Ich muss dir nämlich was fragen. Ich muss wissen, wo genau man den Schlupfweg findet, der zum Krater führt. Der Schlupfweg. Ja, wo war der eigentlich? Ich kann mich beim besten Willen nicht dran erinnern, wo es lang ging. Ja, ich war felsenfest davon überzeugt, du wüsstest es. Schade. Vielen Dank jedenfalls, dass ihr uns gerettet habt. Ich hatte mich ja gefragt, wie es mit einem neuen Häuptling so weitergehen wird, aber auf dich ist ganz offensichtlich Verlass. Danke. Tschüss dann. Tschüss. Hast du gut gemacht. Tschüss. Da, weg sind sie. Schon wieder. Ich hatte Stein und Bein geschworen. Jesus, dass ich müde bin. Dass wir was Nützliches erfahren, aber es klappt nun mal nicht alles so, wie man es sich wünscht. Alles in Ordnung, Darsten? Ja, schon. Aber auch wenn Opa Goldo Vertrauen in meine Fähigkeiten zu haben scheint, zweifle ich immer noch an mir. Warum das denn? Ja, ich habe immer zu meinem Vater aufgeschaut, aber seit ich der Häuptling bin, jagt eine Krise die nächste. Und ich habe nicht die nötige Erfahrung, um damit umzugehen. Ich bin nur in der Theorie gut. Ohne die Steintafel wäre ich völlig verloren. Ich werde nie so ein großer Häuptling sein wie mein Vater. Ja. Ich will trotz allem nicht aufgeben. Ich muss akzeptieren, dass ich nicht auf einen Schlag genauso ein toller Häuptling wie mein Vater sein kann. Aber ich bin ich, also werde ich anderen auf meine Weise helfen. Auf eine Art, wie nur ich es kann. Nach allem, was passiert ist, wird mir sicher bald schon klarer sein, wie ich mit solchen Situationen umgehen kann. Gehen wir zurück nach Goronia, um nochmal mit den beiden Ältesten zu reden, Zelda. Vielleicht fällt Opa Goldo und Opa Silbri doch wieder ein, wenn wir sie erneut befragen. So. Ihr, ich gehe schon vor. Ihr, ich. Ja, ich. Nee, ihr. Nee, also der. Das ist nee. Gibt's hier eine Karte? Nee. Schade. Oh, es reimt sich. Müssen wir jetzt ganz zurückgehen nach... Ja, wir können uns einfach beamen, oder? Gibt's hier noch irgendwas Cooles? Wie viel... Warte mal, wie viele Herzen haben wir eigentlich? Also Herzteile 3, das heißt bald eins mehr. Sehr gut. Den haben wir schon, da muss ich mich gar nicht bemühen. Oh, warte mal. Aha. Lavafels gemerkt. Felsbrocken vom Vulkan Eldin, der nicht einmal zerbricht, wenn er von Lavafontänen hochgeschleudert wird. Aha. Da fällt mir doch glatt ein, wie man den benutzen könnte. So. Ja, eigentlich wollte ich mich ja beamen, aber jetzt sind wir auch schon da, weißt du? Hallo. Zu dem komme ich später noch. Guck mal, da ist er. Den haben wir gerettet, gell?
Danke, dass du dich um die Exalfos gekümmert hast. Das war keine Erfahrung, die ich im Leben nochmal machen möchte. Ich werde diese Höhle im weiten Umkreis meiden. Da unten waren wir schon? Ja. Den da haben wir auch gerettet, glaube ich. Ja. Schon seit er ein Kind war, hat Darsten seine Nase ständig in Büchern gehabt und fleißig gelernt. Ich kann mir vorstellen, dass es für ihn ein Sprung ins kalte Wasser war, das Amt des Häuptlings von seinem Vater zu übernehmen. Er hat aber ein großes Herz und weil ihm sein Volk so wichtig ist, wird er bestimmt auch ein ganz großer Häuptling werden. Erstmal anfangen aufzuräumen. Huch, du weißt also auch nicht mehr, wo dieser geheime Schlupfweg ist? Nee, keine Ahnung. Ich hätte wirklich gedacht, dass zumindest du dich erinnerst. Tue ich aber nicht, ich kann es nicht ändern. Opa Goldo und Opa Silbri, darf ich euch kurz unterbrechen? Könntet ihr mir vielleicht mal ganz im Allgemeinen verraten, was es mit diesem Schlupfweg auf sich hatte? Wofür war er gut? Ja, den Schlupfweg zum Grade haben früher mal Goron-Häuptlinge bei ihrem Amtsantritt genutzt. Um sich würdig zu erweisen, mussten sie den gefahrenvollen Weg überwinden und ihren Körper in der Lava des Kraters reinigen. Diese Tradition gab es allerdings schon nicht mehr, als wir noch jung waren. Sie haben im Krater gebadet, um dann den Titel des Häuptlings anzunehmen. Der Pfad hat also etwas mit Häuptlingen zu tun. Häuptlinge, gibt es da eine Verbindung? Ah, Darsten, dein Vater, natürlich, jetzt fällt mir was ein. Ich habe deinen Vater einmal sagen hören, ich habe den Pfad in meinem Raum blockiert. Jetzt, wo du sagst, ich habe ihn das auch sagen hören. Das höre ich zum ersten Mal. Dem müssen wir auf den Grund gehen. Ja, okay, da gehen wir mit. Das wird doch nicht einfach der Deckel da oben sein. Komm, Zelda, hier entlang. Ja, ich komm ja. Mach hin. Also ich mach hin. Ich glaube, er hat da erwähnt, dass er ein Porträt benutzt hat, um... Du hörst ja gar nicht mehr zu. Ja, ja. Guck mal hier. So. Lalalala. Lalalala. Uiuiui. Sorry. Hat hier jemand aufgeräumt? Sieh mal, Zelda, ein Porträt meines Vaters. Sieht er nicht beeindruckt aus? Guck mal, da ist eine Schraube raus. Also wenn man da eine Schraube, die zweite auch noch rausmacht, dann kann man bestimmt wegschieben oder so. Mein Vater hat mir gesagt, dass ich dieses Porträt eines Tages ersetzen sollte. Wenn du Häuptling wirst, häng ein Porträt von dir selbst dahin. Er sah ganz stolz aus, als er mir das auftrug. Ich wünschte, ich könnte ihn da hängen lassen, aber ich muss mein Versprechen halten. Aber egal, jetzt müssen wir uns erstmal darauf konzentrieren, den Eingang zum Schlupfweg zu finden. Wie soll ich die Sache angehen? Ja, komm, hier, Schraub. Drehen. Komm raus. Ja, keine Schraube. Hoppala. Oh, das haben wir es kaputt gemacht. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, sowas. Das Porträt. Porträt. Oh je. Und damit kommt wieder einer der Ratschläge meines Vaters zum Tragen. Goron-Weisheit Nummer 34. Nichts ist für die Ewigkeit. Jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist. Wir haben nämlich den Schlupfweg entdeckt. Sehen wir ihn uns genauer an. Könnten wir machen. Ja, ja, ich komm. Ich komm mit, ich komm mit. Das ist meine letzte Folge heute. Das ist auch meine erste Folge heute. Aber ich bin müde. Wir haben schon spät Uhr. Ganz spät Uhr haben wir schon. Anscheinend geht der Weg da drüben weiter. Aber wie sollen wir da rüberkommen? Dazu fällt mir ein, Goron-Weisheit Nummer 19. Wenn du nicht fliegen kannst, nutze etwas, was Flügel hat. Etwas mit Flügeln. Wie soll das denn gehen? Komm mal her, du. Na, du. So. Der flattert mich jetzt darüber. Scheißdreck macht der. Ach, aua! Er macht mir sogar noch weh. Okay, das mag ich gar nicht. Wen nehmen wir denn? Da. Können wir gleich 2 machen. Das muss auf jeden Fall. So, und Herz. Das nehme ich mir mit. Und jetzt an den da drüben, bitte. Ach so, guck mal her. Ja, jetzt pass auf. Ich habe mein Plan ist kann ich da nicht einfach Betten bauen? Ja, ich könnte auch. Also kann ich auch schräge Betten bauen? Nee. Dann fliegt was? Ja, pass auf. Ich mach das mit Wolken. Ich mache das nicht mit Wolken. Habe ich gerade beschlossen. Okay, dann mache ich das mit diesem Stein da.
Was kostet der? 4? Kann ich keinen mehr machen. Das war, glaube ich, eine doofe Idee. Das war eine sehr dumme Idee. Tschüss. Jetzt bin ich wieder auf dem Stein, richtig schnell. Okay, pass auf. Ne, das geht auch nicht. Ich kann ja... Moment, mich juckt's hinten am Buckel. So, ich kann ja nicht schräg machen. Ich muss irgendwas, was fliegen kann. Ja, komm, dann... Was weiß ich. Ja, aber der beamt sich ja rum, dann fliege ich ja weg. So, nehmen wir den da. Halt, falscher Knopf, so. Und jetzt? Naja. Kann ich irgendwie steuern, wo der hin will? Der ist schon ein bisschen lahm, oder? Wow, danke. Tschüss. Will dich nicht mehr haben. Du bist voll doof. Der da kann noch fliegen. Und die Fledermaus da kann fliegen. Ich nehme mal die Fledermaus. Die brennt ja eh schon. Das ist ne. Ey, wenn du mich in die Lava absetzt, gibt's aber Haue. Was soll denn das? Das ist irgendwie doof. Also... Hoppala, ich hab losgelassen. Ja, das ist auch irgendwie kacke. Okay, pass auf. Ja, hallo? Hä, wieso geht denn das nicht? Ah, jetzt geht's. Aber warum ging das denn eben nicht? Alter, geh mir doch nicht auf die Eier. Was ist denn das? Warum geht denn das nicht rüber? Kann mir das mal wer erklären? Das geht doch hier auch. Hä? Verstehe ich nicht. So. Pass auf. So. Ah! Ich wollte dich nicht schmeißen. Da! Junge, das gibt was Längeres hier. So. So, jetzt hat. Mann, das war doch ganz einfach. Mann, das ist doch gar nicht so schwer. Zelda. Das war unglaublich. Was für eine Art der Fortbewegung. Wart nicht auf mich. Ich werde dich schon irgendwie noch einholen. Okay, alles klar. Da oben ist ein Winddingens. So. Machen wir hier dasselbe wieder? Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Warum denn eigentlich nicht? Komm her, bleib. Junge, warum fliegt denn der nimmer? Der vergackeiert mich hier. Ja, es ist mir jetzt aber auch ehrlich gesagt egal. Hier, Betten bauen gut ist. So, zack, zack. So. Der Bettenbausimulator. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Oha. Da, nee, das Problem ist, dass du... Lass mich doch mal runter, ich will dir erklären. Du gehst unter, dann fängst du an zu blinken, tauchst oben auf und in der Zeit bist du noch unsichtbar, kannst dich aber schon bewegen. Ist doof. Ja. Also gute Frage. Ach, darüber will ich, okay. Wenn ich so mache? Nee, das bringt nichts. Ja, da muss ich... Warte. Lass noch mal probieren hier. Eine normale Fledermaus hätte ich gerne. Erstmal will ich mit einer normalen Fledermaus probieren, wenn ich eine finde. Da. So. Nicht, dass die sofort anfangen zu brennen oder so. Ja. Ja, okay. Wieso hatten jetzt die Feuerfledermaus vorhin nicht mit den Flügeln geflattert? Junge, sag das 100 Mal und dann hast du es geschafft. Wieso hat die Feuerfledermaus vorhin nicht mit den Flügeln geflattert? Da drüben ist irgendwas.
Ja, ja. So, da müsste ich dann also rüber irgendwie. Aber was gibt's da oben? Man kann nicht... Ja, komm. Ja, das ist dumm. So. Ich gehe besser einfach außen rum. So. Da hinten war aber irgendwas. Sonst müsste ich das ja... Ich lasse mich mal da hochdrücken jetzt und dann fliegen wir mal da rüber oder so. Hopp, mach schneller. Ich hab hier nicht ewig Zeit. Danke. Na, guck. Ah, ja klar. Da ist eine Schatzkiste. Aber das müsste doch... Das müsste doch so zu schaffen sein, oder? Was gibt's? Monstermaske. Okay. Na, besser als nix. Oh, warte mal. Ich muss schnell die Tastatur abklemmen, denn da kommt wieder... Ihr seht das gar nicht. Hopp, komm her, Mädel. Guck. Da ist sie wieder. Die kleine Dicke. Na, Mädel. So. Ja, komm. Darfst mitspielen. Die will wieder... sorry, ich muss Mikrofone wieder vor meinem Mund. Die will wieder vor meinen Schoß. So. Jetzt mach doch mal das Ding da aus meiner Optik. Uah. Ja, aber das ist doch dumm. Ach so. Ja. Ja, jetzt ist er ziemlich mittig, oder? Ja, muss schon irgendwie hin. Hopp, das war nichts. Okay, pass auf. Es reicht ja eigentlich schon, wenn der ungefähr so ist. Weil von hier könnte das deutlich besser passen. Vielleicht aber auch nicht. Ach komm, den 1 Millimeter. Ja. Jetzt muss aber gehen hier. Da ist er. Ach so. Machen wir einfach wieder so hin. Hopp, hopp. Hoppala. Na, was ist, Mädchen? Ja. Jetzt muss ich hier so saudumm. Ja, sorry, meine Katze wieder. Die ist gerade doof. Die sitzt jetzt direkt unter dem Mikro und... Was soll denn das jetzt? Was hat mich denn da jetzt gerade zurückgedrückt? Können wir das mal wieder sagen? Ja, Moment. Erstmal Bettchen bauen. Ein bisschen Energie nachladen. So. So. Oh, jetzt sind schon 53 Minuten rum, Mann. Ich sollte hier eigentlich... Egal. Das gibt's jetzt halt hier eine lange Folge. Macht nix. Ja, warte mal. Kann ich hier wirklich nicht die Dinger da... Ja, da natürlich nicht, aber hier dachte ich so, weißt du? Ja, da. Kann ich darüber stellen? Auch nicht. Naja, hopp, das ist jetzt aber mir auch egal. So. Hüpf. Ah! Nicht witzig. Okay, ich schaff das nicht darüber, alles klar. Hab's verstanden. Hallo. Da komme ich nicht dran. Dann schieb mal den da ein bisschen weiter rüber. Aber dass ich gerade noch drauf komme. Den da mach mal weg. Na, komm her. So. Warte mal. So rum geht das, gell? Das gibt's ja nicht. Ja, aber das bringt mir jetzt gar nichts. Ey, ist das doof. Hopp, komm, geh mir nicht auf den Senkel hier. Was ist denn jetzt? Jetzt mach doch. Bringt mir das in irgendeiner Form was? Mich nervt das so, dass da
meine Katze sitzt und mich die ganze Zeit dumm anguckt. So. So ungefähr könnte das hinhauen. So, jetzt springe ich nämlich von hier da drauf. Und dann kann ich nämlich... Weiß nicht, ob das reicht. Pass auf. Ne, das ist natürlich Quatsch. Das ist auch Quatsch. Jetzt geh mal weg, du Blubberding. So. Ja, das reicht nicht. Ich muss ihn so ein bisschen... dass er ein bisschen weiter weg geht. Das ist zu weit. Das hat doch alles gar keinen Sinn. Ich schieb's mal freiwillig in die Lava. Ja, ja. Huch. War ich da vorhin schon? Ah ja. Nee. Jeder Millimeter hier ist kostbar. Ah ja, so war das. Naja. Ja, aber jetzt komme ich ja da nicht drüber. Ey, sorry, mir geht's gerade irgendwie auf den Zeiger hier. Komm, Betten bauen. Ich will das schön machen, weißt du? Aber das Spiel sagt so, nö, du bist zu doof. Machst das einfach nicht schön. Dann machen wir es halt einfach nicht schön. Mir doch egal. So, ich wollte euch jetzt was bieten für euer Geld. Pech. Wird nichts geboten für euer... Was ist denn das hier? Achso. So. Moment, was gibt's da oben? Hoffentlich nicht in der Stacheldecke oder so. Oh, guck mal da. Da kann ich also raus. Aber warum? Kaka, da bin ich richtig. Ja, nee, ist schon in Ordnung, aber jetzt... Moment. So, ich will nämlich gucken, was da drüben noch ist. Haha, da dachte ich mir doch, dass da... Nicht die Töpfe, die Kiste, dass da irgendwie noch was ist. Ja, komm, 50 nehmen wir mit. Ich hab eh gerade kein Geld mehr. So, jetzt gehen wir da hoch. Jo, dankeschön. Jetzt da der Weg da und dann sind wir doch schon da, oder nicht? Oder kommen da noch ein paar Gegner, oder wie? Ah. Hallo, Zelda. Was los? Ach, da ist er. Endlich habe ich dich eingeholt. Ja. Oh, was ist das für ein riesiger Fels? Da kommen wir nicht dran vorbei. Wer weiß, wie lange der Weg schon blockiert ist. Wurde schon sehr lange nicht mehr benutzt. Zelda, Tri, lasst mich mal machen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Rülpst er ihn jetzt weg, oder wie? In Anbetracht der Form und der Größe, ja, da muss man mit dem Winkel beachten, indem man ansetzt und... okay, alles klar. Hat er sich was ausgedacht. Der Mann mit dem Dutt. Wie wär's hiermit? Ja, mach mal. Hat nicht ganz geklappt, aber laut meinen Berechnungen ist es trotzdem der richtige Ansatz. Hau nochmal drauf. Ohne die Steintafel mit den Weisheiten meines Vaters auskommen zu müssen, ist ein Gedanke, der mich ziemlich beunruhigt. Andererseits konnte ich zuletzt eine Menge wichtige Erfahrungen sammeln. Vor allem dank eurer Hilfe. Irgendwann reichen die 56 Weisheiten allein eh nicht mehr aus, um jede Situation zu meistern. Auf unseren Streifzügen durch meine Heimatregion ist mir eines klar geworden. Die 56 Weisheiten sind allesamt sehr wertvoll, aber wenn ich mich ständig nur auf Ratschläge meines Vaters verlasse, bin ich kein Anführer. Um ein allseits geachteter großer Häuptling zu werden, muss ich die Augen offen halten und meine eigenen Schlüsse ziehen. In diesem Sinne, hau drauf. Was? Goron-Weisheit Nummer 56. Und nicht drücken beim Kacken. Goron-Weisheit Nummer 57. Nicht nur drücken beim Kacken, auch noch denken. So. Hätte nicht ein normaler Schlag auch gereicht? Egal. Nutze, was verfügbar ist. Egal was. Ach so. Okay. Die Steintafel. Sie war dir doch so wichtig, oder? Ja, der hat sie auswendig gelernt. Ja klar, aber ist schon in Ordnung so. Ich werde die Ratschläge meines Vaters weiterhin befolgen und mein angelesenes Wissen werde ich ebenfalls in der Praxis anwenden. Wo es nötig ist, werde ich die Steine ins Rollen bringen. Ich werde meine ganz eigene Art haben, meine Leute als Häuptling zu führen.
Jawohl, ja. Ich bin sicher, dass ich mich in Zukunft in jeder Situation an eine passende Weisheit meines Vaters erinnern werde. Notfalls erfindest du einfach eine und sagst es von meinem Vater. So, genug Zeit verplempert. Auf zum Krater. Ja, aber echt, hey. Dunstan ist hier offensichtlich zu einer wichtigen Erkenntnis gekommen. Er wirkt, als hätte sich ein Knoten in ihm gelöst. Sag mal, das haben wir... Also, ich brauch's nicht nochmal erklärt zu kriegen, aber danke. So. Ich dachte, wir sind jetzt ja da. Ah, wir sind da. Okay, alles klar, wir sind da. So, pass auf. So. Sieht doch gut aus hier. Dann mach mal deine Zauberei. Ja, puh, echts. Was ist jetzt los? Kannst du nimmer. Hier wolltet ihr also hin? Da müssen auch die Geronen drin sein, die noch nicht zurückgekehrt sind. Wir müssen sie befreien, aber wie? Alle Risse auf dem Vulkan scheinen von dieser Stelle hier auszugehen. Wenn die Vermissten tatsächlich von Rissen verschluckt wurden, sollten sie zurückkehren, sobald wir diesen hier schließen. Allerdings können wir von hier aus, sorry, meine Katze stört gerade, nur zu zweit weiter. Warte hier auf uns, Dunstan. Also gut, es geht mir zwar gegen den Strich, euch nicht helfen zu können, aber daran ist wohl nicht zu rütteln. Zelda, dreh, bitte rettet alle von meinem Volk. Weiche zurück, Zelda. Sag ich doch. So. Dri, mach's Loch auf. Alles klar, dankeschön. Sag mal, gibt's hier noch irgendwie ein bisschen was zu gucken oder ist hier einfach nur... Nö, hier ist eigentlich nicht wirklich was. So. Das Einzige, was hier ist ein Folgenende. Guck mal hier, war eine lange Folge heute, aber ich wollte da jetzt noch wenigstens vor den Dungeon kommen. Hat ja auch funktioniert. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank für Speis und Trank, fürs Zugucken. Schaltet morgen wieder ein. Ansonsten lasst das sein. Dankeschön. Tschö, guck mal, es wird dunkel. Hui.